8 Uhr, Puchheim. Thomas Birkholz führt uns in einen verwinkelten Garten, zu einem Baum, der so nicht mehr sicher ist. Genau, das ist das gute Stück, die Esche da. Und die werden wir jetzt so um 10–15% einkürzen und eine Kronenpflege machen. Zusammen mit Kollege Markus Dellinger muss der Baumpfleger hochklettern. Der Einsatz einer Hebebühne ist unmöglich. Der Baum grenzt an 3 andere Grundstücke. Nur, es hat den ganzen Morgen geregnet. Ist da Klettern nicht zu gefährlich? Nicht ideal, aber noch machbar. Es ist halt rutschig mit den Moosflechten. Das ist wie Schmierseife. Man muss aufpassen. Ist man noch nervös, wenn man da hochgeht? Oder? Nervös jetzt nicht, aber man ist schon angespannt und konzentriert. Okay, dann starten wir mal. Erstmal heißt es hochkommen. Dazu muss Thomas ein Seil in den Baum schießen. Hat's geklappt? Ich glaube, es passt noch nicht ganz. Da werden wir nur mal einschießen müssen. Ich muss die perfekte Gabel erwischen, sozusagen. Auch Bodenassistent Andrei Zajak ist gespannt. Denn hier treffen nicht einfach. Also das sind mehrere Gabeln. Und wenn ich eine von denen da erwische, dann bin ich schon glücklich. Weil da oben baue ich dann mein Klettersystem ein. Das ist mein Ankerpunkt. Zweiter Versuch. Ja, der passt jetzt. Jetzt ist der Sack weggegangen. Treffer oder was? Also die Gabel hat gepasst, aber der Sack war nicht gescheit dran, glaube ich. Das ist eine neue Wurfschnur. Und dann ist der Sack, hat sich gelöst und ist runtergefallen ohne die Wurfschnur. Andrei findet den Wurfsack beim Nachbarn, während Thomas die Schnur wechselt. Neue Schnur, neues Glück. So, laden. So. Jetzt kommt er runter. Treffer. Und jetzt kann ich das Aufstiegsseil hinmachen. Jetzt kann er sein Kletterseil in den Baum ziehen. So. Von uns kriegt er eine Kamera mit auf den Helm. 8:30 Uhr, es kann losgehen. So, jetzt sieht's gut aus. Thomas klettert mit einer speziellen Seiltechnik und nicht am Baum. Besser für die Esche. Er sucht nach abgestorbenen Ästen, die bei Stürmen abbrechen könnten. Da haben wir jetzt schon die ersten Toten drin. Die würde ich jetzt kurz rausschneiden. Okay, Obert. Gleich ein schwerer Ast. Und jetzt ist der Akku leer. Säge wechseln. Nicht ganz einfach auf 7 Meter Höhe. Das war knapp. Jetzt geht's nach ganz oben. Ankerpunkt einrichten. Und Markus fehlt noch. Er ist seit langem Kletterpartner von Thomas und ein Kindheitsfreund. Das ist wichtig. Man muss dem anderen im Endeffekt sein Leben auch anvertrauen können. Weil es gibt schon Momente, wo Teamwork gefragt ist. Also wo es auch gefährlich werden kann, wenn man einen Fehler macht. 9 Uhr. Für die nächsten 3 Stunden werden die beiden jetzt durch die Esche klettern und die Baumkrone um 2 Meter einkürzen. Was ist so die kniffligste Ecke beim Fahren? Beim Nachbar drüben, weil der Zaun da ist. Aber auch beim Thomas schon. Ist auch der Zaun und die Gartenhütte. Da darf natürlich nichts kaputt gehen. Noch klappt das mit vorsichtigem Abwerfen. Später wird die Lage der Esche aber zum Problem werden. Jetzt erstmal nicht ausrutschen. Ah, das ist gefährlich. Tu dir mal kurz sichern, bitte. Vorsichtig wird auf 15 Metern Höhe die Krone geputzt. Denn diese Äste können bei Sturm für Menschen eine echte Gefahr werden. Auch jetzt für Bodenmann Andrei. Auf Äste oben, wir fallen runter. Muss richtig aufpassen. Und sonst hat man ein Loch im Kopf. Dann zack, ist zu schnell. Trotzdem aufpassen. Oh, vielleicht. Warte. 10 Uhr. Kurze Pause. Für Andrei der Moment ohne Gefahr, von oben die dicken Äste wegzutragen und zu häckseln.
Das geschredderte Holz braucht weniger Platz und ist sogar noch guter Dünger für die Büsche. Stundenlang entfernen die beiden brüchiges Holz aus der Esche. Der Baum wird damit sicher für kommende Stürme und immer schlanker. Kurz vor Schluss dann ein Problem. Markus schaut sich die Sache von unten an und zeigt uns die knifflige Stelle. Ja, das ist da, wo er jetzt gerade ist. Also das, wo man abseilen muss. Thomas spannt eine Leine, um den Ast abzuseilen. Abwerfen ist hier zu gefährlich, wegen der brandneuen Nachbarslaube. Auf André wird gleich der Ast zurasen. Robert? Der Ast hängt fest. Schüttel ein bisschen. Ein gefährlicher Moment. Uah. War ein bisschen zu viel. Dann keinem was passiert. Jetzt kann auch Thomas aus dem Baum. Ja, gutes Gang. Nichts kaputt gegangen. Alles heil geblieben. Aber da in der Ecke war schon ein bisschen knifflig, oder? Ja, müssen wir über das Dach also drüber. Hat ein ganz neues Dach. Aber ging ja alles gut. Markus fischt die letzten Äste herunter und prüft ein letztes Mal den Baum. Der Baum ist soweit gut. Hat halt hier diese Totholz, den Totholz-Habitatstämmling. Aber der tut jetzt erstmal keinem weh. Ansonsten schaut sie gut aus und kann weiter gedeihen. Also Fazit. Vitaler Baum. Und verkehrssicher jetzt. Nach 4 Stunden anstrengender Kletterei ist diese Esche jetzt fit für den Frühling.